Lynn, Robin, Joel. ich habe mich gefragt, ohne dass das irgendetwas mit dem Thema von der Episode zu tun hat, sie dir nach Leonardo DiCaprio Sänger Age Range. es ist leider das letzte Jahr 25 gehen, der Tisch. Ich bin zu alt für den Leonardo DiCaprio. Ich bin, zumindest was Age angeht, aus seinem Lieblingsalter 20. Hier gibt mich lang von meinem Alter definitiv wollen. Aber nicht mehr für 5 Jahre. Also ich bin selber schon, ich bin schon 10 Jahre von ihm getrennt mittlerweile. Von daher stellt sich die Frage dann nicht mehr unbedingt bei mir. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Madame, willkommen bei Maybe Sex, der Episode Nummer 111 an mir schwätzen heute. Die könnt ihr euch schon vorstellen, wenn man mit Leonardo DiCaprio an seiner magischer 25 Jahre Altersgrenze, die den Auslöser für Trennungen aus angefangen haben, Altersunterschiede. Also mir haben schon ein bisschen über den Leonardo DiCaprio geschwärzt, den halt einfach 25 Jahre als hart Grenze hat, was von den allermeisten Leuten als ein bisschen komisch bis extrem weird angesiegt, dass ihn effektiv einfach weiter mir geht die ganze Zeit an seinen Freundinnen, aber nicht. Nee, du stellst dich ja dann generell froh, wie nie aus dann ein Altersunterschied schlimm oder wie nie aus zu groß. Das überhaupt kann ich dazu pauschal sagen. Also ich meine, das ist ein froh und der sich Gester ziemlich schäden. Und es gehen eigentlich 100.000 verschiedene Usatz dazu. Ich von meinen Lieblings, weil ich ihn ziemlich absurd fand, als so eine Formel quasi für die sozial akzeptierbare Alterslimit nur innen an den Uhren zu rechnen, für die jeweiligen Alter. Für das Alterslimit nur innen als die Formel, dass er sein Alter durch 2 deelt und dann plus 7 dabei rechnet. Und für die Altersgrenze nur Uhren, also ein Alter minus 7 und dann nicht ganz mal 2. Ich meine, der Leo, also 48 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Oder 2022 zumindest 48 Jahre alt gehen. Das heißt, sein Altersgrenze nur innen, laut der schöner Formel, soll dann 31 sein, wenn ich mich nicht verraschen tun. Also seine Altersgrenze ganz genau. nur Uhren wäre ziemlich groß. 82. Das ist dann die Range, an der sein Age Gaps laut der berühmter Formel sozial akzeptierbar wären. Ich persönlich fand die Formel ziemlich absurd, weil gerade an einem Alter wie dem Leo singem als die Range immens groß an bei mir jungen Alteren als immens klein und noch wirklich absurd. Ich bin 20 an mein Range wird von 17 bis 26. Ich gebe nie eine Person daten, die 17 wird, um Gottes Willen. Ich gebe das, also so, die Person ist minderjährig, nee, merci. Und beim maximalem Age 26, du sind ich drüber, was maximal Age gab, so geht. Me, ja. Ich fand eine witzige Formel, mir sie wird oft angewandt von Leuten und nicht von den so popkulturell immer mal rum. Wo dir schon von der hören? Also schon die sicher schon höher gehabt. Ich meine aber echt immer nehmen für so den Mindestalter rauszufahren und nicht für den Maximalalter rauszufinden, wobei das ja auch interessant ist, dass die Formel auch gibt und dass sich die Leute dann auch irgendwie sicher machen. Von allem freue ich mich, ob es Möglichkeiten gibt, mit der Physik und mathematisch nicht genug bewandert, wo Leute zwar auf der einen Seite an der sozial akzeptierten Range sind, mir auf der anderen Seite nicht. Also quasi eine Person aus
gerade noch nicht zu alt für sozial akzeptiert sie für die Jungperson mir für die Altperson also schon zu jung dafür nee, also ich bin gerade nicht sicher ich kann da Daten oder Aufnahmen vielleicht rechnen am Kopf gerade sicher nicht okay mir geht nicht irgendwie außer Formeln an dem Leo sind komisch 25 Jahre Grenz geht nicht irgendwie Richtlinien und denen sich halten kann oder und die ich halt oder wo der so okay ab dem Punkt mir den Altersunterschied so richtig also Mengenrichtlinie oder die Hautgrenz die schon aus Person muss absolut volljährig sind was ich persönlich außer Bait-Personen sie manjährig mir so das fand ich ein relativ gut Faustregel so ursing auch schon muss zumindest für mich so was nur inne geht schon an meiner ganzer Lebenszeit eigentlich keine Person gedate die mir jung ist wie ich und die ist mir jung wie ich und meistens habe ich aber konsiderabel Age Gaps mit Leuten und du musst doch so also kein Urvergrenz als du dumm gesot mir so ich mache ein Alter nicht mein Ausschlusskriterium wann sich das alles gut fehlt mir ich adressieren Alter aber immer also Age Gaps ich fand nicht mehr gefährlich wie zu so ein Age also Altersschüsse denkt zu an mir muss nicht darüber schwatzen weil wenn eine Person das sieht dann laufen nicht in die andere Richtung Joel hast du eine Grenz du bist aber gut steckt mir all wie ich hast du ein Inner oder ein Urvergrenz ich habe keine fest Ziffer die ich irgendwo abgeschrieben habe es schon lo festgestellt dass mit der HFUH+7 dass ich dann bei 24,5 wie wo ich gedacht habe, okay das ist am Anfang schon relativ jung ich gebe das aber trotzdem immer ein bisschen von viele Faktoren die vielleicht nicht unbedingt im Alter sind aufhängig machen einerseits wie gut verstehe ich mit der Person einerseits hat für eine Lebensrealität an was für Murscht-Dynamike Kinder du entstehen und dann eben noch wo kann ihn darüber schwätzen er kann ihn irgendwie probieren darüber aufzupassen und das nicht zu einer komischer Dynamik gehen lassen Lynn hast du irgendwie so ein Fastregel was den Age Gaps geht Ja, so ein bisschen. Also ich bin 25 und immer noch im Studium. Und ich denke mal, so 20, 21 ist so die Minimum ein bisschen für mich, weil die Personen dann halt am gleichen Lebensabschnitt sind wie ich. Halt auch am Studium ungefähr ähnliche Erfahrungen wie ich schon. Und ich fand das halt mit am wichtigsten, denke ich, bei so Age-Gap-Relationships, da den halt ungefähr auf der gleichen Ebene noch ist. Und also 19, 18, das kann ich mal überhaupt nicht vorstellen, das klingt. Also, nee. ich verstehe das ich so 18, 19 ist mir so auch zu jung eigentlich also so weil Leute bei mir kommen sind so yo hey und fangen wir mal gerade weil ich an so Menge Arbeit an einer Bar so weil Leute dann fangen wir zu flirten und sie so wie alt bist du und sie so 18, 19 sie so sorry me nee please grow up aber die sind da just jung wie du ja mich muss so auch die meisten Menge Freundschaften habe ich einen großen Altersunterschied mit Leuten, also auch an rein platonische Beziehungen. Und das war schon immer so. Also ich gehe mit denen meisten Leuten in meinem Alter nicht immens gut eins. Und ich gehe mit Leuten, die mir als sie wie ich einfach tendenziell viel besser eins, einfach weil es sind immens politisiert. Viele Leute in meinem Alter sind nicht politisiert, schon. Aber an meinem kurzen Leben gibt es mal so mehr Erfahrungen gemacht, wie die meisten Leute in meinem Alter. Und dann sind wir auf so einen Punkt zu finden, okay, ich kann nicht mit ihnen relaten und sie können nicht wirklich mit mir relaten. Und dann sind dann für so, du bist 18, ich will dich in meine Familie holen und ich will dich beschützen und ich will dich ein bisschen so parenten. Ich will aber keine nicht platonische Relation mit dir aufhängen, because it would feel very, very wrong. Falls das irgendwie Sinn ergibt.
Also natürlich gött dat Sinn an natürlich ist dat schuldet doch nicht an vorstellen, dass du den Grenzen hast. Ich hat dat just so interessant fand, Ja. dass dann wirklich just im EU geht. Me dat ist ein bisschen das, was ich gemerkt habe, wofür ich gesagt habe, ich habe keine Altersgrenzen, wo ich so ein okay, ich schreibe das fest, weil ich dann aber wild am Fall gesagt, ich gebe eine Person kennenlernen, die mir jung wird, wie ich mir das normalerweise so raussichern, an dat gi aber passen, dann gi het komisch fan zu sagen, okay, du bist eher jung wie ich irgendwann abgeschrieben und dat die Person darf sinn dafür kann dat lo nicht gehen. Also das ist auch kein fix Regel so ist schon von der Regel auch schon ein keine Ausnahme gemacht einfach weil das bei der Person trotzdem mega gut gepasst wird mit tendenziell sind ich die deutlich mehr junge Person an einer Beziehung an ich daten tendenziell echt dann nicht Leute die noch mehr jung sind wie ich. Weil ich fand ein Dinge von Age Gaps also auch so die Sache von Mursch der Responsabilität zum Beispiel bei jungen Personen als Chance oder der Risk, den man wenig hält, dass sie noch nicht viel Erfahrungen gemacht haben, mehr heisch, wie bei Leuten, die schließlich Anfang 30 sind. Und ich fand, mit Unerfahrenheit könnte für die Person, die mehr erfahren ist, eine immense Responsabilität, die sie muss ausschulen und wo sie muss aufpassen an die Unerfahrenheit von der jungen Person mit abrechnen, wenn sie irgendwas möchte. Wo man dabei muss gefallen und muss Dynamik gewähren. Ja, also du gebe ich jedenfalls zustimmen und du könnt ja auch die froh von den unterschiedlichen Lebensrealitäten, die wir ja alle schon beim Leben gesehen hatten, die könnt ihr dann auch ab und die spielt ja da mal dran. Also froh, gehe ich noch an Schule oder gehe ich schon auf die Uni oder gehe ich schon schaffen, als manchmal oft mehr wichtig wie eng Juristuell. Ja. Weil es einfach dann du halt an ein ganz einer Lebensrealität sich ergött an déi huet ja auch oft mit Ressourcen an Suen an eng ege Wohnung hunn en egen Auto hunn und so weiter zu dienen. Also du kann ja ganz krass an ganz Aufhängigkeiten engerseits kommen, vor allem wenn dann heißt, so, du kannst ja bei mir Schule kommen oder ich kann da dann das bezahlen und dann brauche ich das aber irgendwann und kann ihn die Ressourcen aber selber nicht abbringen, weil er noch zu jung ist. Du kann es ganz sehr enorm gefährlich gehen mit den Muschdynamiken. Absolut, du gehst da recht. Das sind einfach mega Meinung nur alles Sachen, die ich durch gut an Open Kommunikation gut lesen kann. Zum Beispiel ich sehe mit Leuten an nicht platonische Beziehungen, die ein fast 4 Stunden die Woche Arbeit tun und die definitiv mehr finanzielle Ressourcen haben wie ich. Und so dann, ich sehe nicht gerne an Leute ihrer Schuld finanziell, so ich hasse das, wenn ich in den, also so ich gebe nicht von meinen Partners für mich bezahlen lassen die ganze Zeit, auch wenn die Person mehr suchen hat, ich gebe mich da immens unwohl fühlen und ich gebe mich fühlen, wie wenn ich gebe immens aufhängig von der Person und das will ich nicht und dann schwätzen wir drüber und dann müssen die Person halt respektieren, dass ich dann nicht kann, ich weiß nicht, für ein Weekend an einen 300 € Nursturteil gehen, weil ich mir dann einfach nicht leisten kann. Das sind aber von den Sachen, die in Carnival kommen oder auch zusammen wohnen gehen. So, ich gebe auch nicht an so einer Situation, mit ich zusammen wohnen gehe, wo ich mir nicht kennt, equally leisten. So. Und ich fand, das hängt auch ganz viel davon auf, welche Zucht für Beziehung immer einer Person hat. Ich habe einen Age Gaps an monogamen, heterosexuelle Beziehungen, wo der Mann viel mehr alles mehr kritisch, weil an nicht monogame, queere Beziehungen. Weil zum Beispiel bei mir ist schon ziemlich wenig committed relationships und es schon viele so Beziehungen, die sich auf dem Spektrum bewegen, so echt dann nicht platonisch, aber wo ich keine Zucht für Commitment mit den Leuten habe. Wo ich froh mit ihnen sind, wo man nicht irgendwie dem anderen größer bis schuldig wären. Und ich fand, dass da Age Gaps zu managen definitiv mir einfacher ist, wie wenn ihn zusammen, ich weiß nicht, ein Leben plant, also ich Angst daraus will bestürden, an Haus kaufen, an Kinder kriegen, etc.
Das wäre der Punkt, wo wir an der Vorbereitung gesagt haben, du hast vielleicht eine Differenz und du hast es einfach so gesagt, dass man eine miese große Differenz haben. Ich meine, dass den auch bei schon mal just sexuellen oder halt nicht das ganz Leben ausfüllenden Beziehungen mit Hauskant, Bam, vier im Haus, Hund und so weiter, dass den trotzdem ob gewisse Dynamiken muss aufpassen oder misst aufpassen, weil natürlich mit der Erfahrenheit von der Person am Sexuellen zum Beispiel mir auch bei anderen Sachen kann man drauf spielen und dann immer ein bisschen die Frohheit, okay, nutzt du am Anfang die einer Person einfach einen Erfahrungsunterschied aus? Ich gehe da recht, das Dinge von ausnutzen, so, aber inwiefern nutzt wen aus. Ich denke aber auch, dass Beziehungen sollten natürlich keinen anderen ausnutzen, wie jeder hat oder sollte einen Nutzen aus einer Beziehung sehen. Und ich finde, dass bei Beziehungen mit großen Age Gaps den Nutzen einfach kann teilweise auch nicht ausgesehen. Zum Beispiel das, was ich und Menge Beziehungen mit Age Gaps immens schön fanden, als dass ich von denen Leuten ihren quasi Fehler lehren und von ihren Erfahrungen lehren. Und zum Beispiel gerade, wenn ich Partner sind, die schon eine akademische Karriere oder eine akademische Laufbahn haben, sich schon mit ihrer Uni fertig sind, da tut mir schon viel Brust, einfach weil ich dann einen Hund, wo ich kann fragen, hey, ich bin froh und du bist ein Expert auf dem Gebiet, kannst du mir vielleicht da helfen? Und auf der anderen Seite so wurde schon von Leuten gesagt, dass sie dann hier im Alter immens erfrischend fanden, dass ich mir jung sind und einfach eine andere Dynamik haben und mehr in Kontakt sind mit der Popkultur und ihnen dann Sachen erklären kann do und einfach so ein bisschen frische Wand und schon wenn ihn so nutzen aus einer Beziehung, also so, ich nicht immer jemand schön fand, dass ich du anderen Nutzen daraus erschließen, wie du vielleicht an Beziehungen, wo ein Age Gap in 2 Jahren groß ist. Aber ja, die Gefahr von Ausnutzung ist da und dafür fand ich, dass, wie gesagt, eigentlich für meine größte Red Flags ist, wenn eine Person sieht, Alter, ist just ein Zuhl und das ist mir scheißegal und mir kehren dann einen Teppich und schwatzen nie mehr darüber und ich will nicht darüber schwatzen. Ich fand da niemals gefährlich, weil dann ignoriert die nämlich all die Potenziale für Missbrauch, die Age Gaps mit sich bringen und das mischt dann potenziellen Missbrauch, eine Ausnutzung für mich wahrscheinlich, wie wenn ihr darüber schwatzt und wie wenn ihr probiert, für das Murchtgefall, was zwischen den Personen existiert, umzuschwatzen und aufzubauen. Das zum Thema Kommunikation, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, wollte ich noch abgreifen, dass natürlich funktioniert so etwas nicht mehr, wenn ich darüber kommuniziert und darüber schwätzt. Und das muss, denke ich, auch oft von der realen Person ausgehen, die Kommunikation vielleicht also anzufangen. Aber ich meine, aus persönlicher Erfahrung, soll den nicht unterschätzen, wie wenig in Heinz du noch über sich weiß, dem nur wie jung ist. Zum Beispiel mit 19 war ich in einer Beziehung mit einer Person, die 5 Jahre alt war wie ich. Und das ist insgesamt gut gelaufen, wir haben viel kommuniziert, mir rückblickend merke ich einfach, dass es so viele Sachen gab, wo ich noch nicht wusste, dass mich das stört oder dass ich mich mit der Arbeit nicht wohlfühle oder wo ich mich doch gepressured gefühlt habe und nicht wusste, ich kann nicht ausschwätzen, wie ich das ausschwätzen will, etc. etc. Und Heinz, du sind einfach noch nicht so weit, auch wenn Kommunikation probiert geht, du aus, für dann tatsächlich sich bewusst zu geben, wenn etwas nicht stimmt. Weil die andere Person halt schon so viel mehr weiter sind in ihrem Denken und dann vielleicht auch Sachen überseht, weil ihnen sich die Frage überhaupt selber nicht mehr stellt. Mhm. Ja, du gehst daran. Und das muss ja nicht unbedingt etwas am Alter zu sehen, aber das kann ja auch einfach Erfahrung sein mit längeren Beziehungen oder mit sexuellen Geschichten oder mit whatever, zusammen wohnen mit einer anderen Person, das kann ja auch etwas Neues sein. Also, du gehst ja ganz viele Punkte eigentlich, wo da vielleicht nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängt, mir einfach mit wie viel Erfahrung habe ich mit mir selber oder wie viel Erfahrung habe ich in gewissen Situationen, aber was weiß ich schon, was mich stören Kind oder was mich nicht stören Kind. Also ja, das, was du gesagt hast, Lin, fand ich ganz, ganz wichtig, für sich an Erinnerung zu rufen. Also so auf beide Seiten, die mir ältere Person wie die mir junge Person. Ja, absolut. Dafür, wie gesagt, fand ich auch so wichtig, dass auch die ältere Person acknowledged von, okay, das sind
potenzielle Risiken und Nebenwirkungen von der Geschichte. Also an einem Age Gap hört einfach die ältere Person viel mehr Responsabilität und muss der auch unholen und kann die nicht einfach Fuße strecken. Und das definitiv ein Challenge. Ich muss auch sagen, ich hatte auch schon Beziehungen mit Leuten, die in meinem Alter waren, wo ich gemerkt habe, du gibt eine immense Diskrepanz und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann war ich auch einmal die Person, die am Anfang viel mehr Responsabilität hat und an der Situation mehr Mut hat, obwohl am Anfang kein oder bald kein Altersunterschied gab. Also ein Altersunterschied wirklich just in 2 Jahren waren. Und ich meine, das ist einfach eine Sache von Erfahrenheit und das geht dann durch einen großen Altersunterschied, kann das potenziell noch verschlimmert gehen. Das ist immer darum, beim Thema, dass Lebensrealität eigentlich viel mehr wichtig ist, die Situation, in der es da eigentlich gerade passt. Ja. Mir auch da muss ich sagen, du als Alter aber auch dem nur einen schlechten Indikator, weil also ich kenne Leute, die sind an meinem Alter und die schaffen einen 4-Stunden-Job und schon seit Jahren teilweise, einfach weil sie nicht auf die Uni gegangen sind, mehr vielleicht eine Lehre gemacht haben oder nur der Premier schaffen gegangen sind und einfach nie den akademischen Weg gegangen sind. Und auch da muss ich dann einfach gucken, wie beeinflusst das als Beziehung, wie beeinflusst das als Möglichkeiten, als Ressourcen und können wir einen Weg finden, dass es klappt oder als das etwas, was so ein großes Hürde ist, dass es also Beziehung an der Face steht. Genau. Und andererseits können es ja auch Sachen sein, die in Bereichen, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja. Also neue Sichtweisen und von denen kann ich von denen lernen, dass sie auch Sachen, die dann echt positiv können sein. Absolut. Viel und nicht zu viel Doom und Gloom zu machen. Fangen ich sonst noch Sachen an, die dir positiv erlebt hat von Altersunterschieden? Ich muss sagen, da das so ein liatisch Altersunterschied an Non-Monogamie, all meine Großaltersunterschiede hun an Pfannen an dem nicht monogame Kontakt statt. Und da fand ich es auch, also da fand ich es wichtig. Ich gebe keinen so großen Altersunterschied mit einer Person angehen an einer monogamen Beziehung. Einfach weil du Diskrepanz und Erfahrungen groß ist und ich noch das nicht mehr kann was machen. Zum Beispiel schon lange Sexualerfahrungen, wenn die eine Person viel mehr aller, sondern einfach viel mehr Erfahrung du gemacht hat und sieht, ja, ich will du Haus, Kant, etc. Und wir bleiben also so, wir sind monogam und du wirst keine andere Person sehen und die andere Person hat einfach viel mehr sexuelle Erfahrungen zum Beispiel gemacht. Danke nicht, dass das Kind so auf lange Sicht eventuell zu Regrets, also wenn die Sache bereut, feiert oder so. Und dafür so für mich, also, oder das meine Regel, ich mache einen Großaltersunterschied nehmen an einem nicht monogamen Kontext, an einem Kontext, wo ich nicht Beziehungen sind, die demnächst ob zusammen plündern und so das Haus kann gut Lebensmuster feiern werden, weil ich da fand, dass man da viel zu viel Gehol gehen mit einem großen Altersunterschied. Oder die Diskrepanz einfach zu groß wird, so von Erfahrungen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das, wie gesagt, schon den Dingens von, war das, was du an dem Leben gerade misst, was willst du, was ist dein Ziel? Also oft mehr wichtig wie ein Altersunterschied. Ich weiß, dass du eigentlich nicht etwas du gesagt hast, von, dass so Relationen da gut sind, wenn nicht an einer offener, nicht monogamer Relation ist, dass sie dann automatisch gut laufen. Weil ich meine, also in einem Kontext kannst du auch schnell ausgenutzt gehen und du kannst auch viel Gehol gehen. Einfach bei sexuellen Erfahrungen beispielsweise, die können auch nicht laufen, einfach weil die andere Person viel mehr Erfahrung hat, wo auch ein Power Struggle entstehen kann, wenn die nicht passt. Das ist dann auch etwas, worüber ich gut aufpassen muss, wenn in so einer Beziehung ist. Absolut. Also, ich wollte nicht so macht die Beziehungen nicht monogam, dann ist gut kein Problem mit du. Mir so für mich habe ich festgestellt, dass der Fakt, dass die Beziehungen nicht monogam sind, dass es für mich einen großen, oder dass es für mich eine Kondition ist, an der ich Age Gaps mache. So, und dass ich
dummert gut Dienst gehen und dummert gut fuhren mir ich stehe einfach also schon noch schon viel nicht monogam Leute begehnt die absolut missbräuchlich waren und die nicht cool waren aber mit denen ich nie eine Beziehung gebe gehen, weil ich mal so ein oh um Gottes Willen dass du als ein Recipe for Disaster Ich wollte just noch ergänzen, dass den auch an nicht monogame Beziehungen ein Haus kaufen kann. yes absolut An einen Hund kann, kann. Aber das vielleicht etwas, was nicht dann echt denkt, je mehr anlegt, obwohl ich das mal persönlich nicht vorstellen kann. Aber ich meine, denkt den dann aber schon vielleicht öfters drüber noch, je mehr anlegt, was alle so Möglichkeiten noch abstehen. Was vielleicht nicht mehr erfüllbar sind, sozusagen. Was mein Joch spannende Punkt ist, was mein Joch bei so Beziehungen kann zu Spannungen feiern, weil eng Person halt Gefühl hat, okay, ist schon noch alles open, steht am Anfang von meinem Leben, an eine andere Person, die vielleicht nicht so viel mehr anlässt, mir dann trotzdem schon ein paar Jahre mehr am Buckel hat, sich denkt, oh, ich muss noch sehr mal meinen Traum erfüllen, irgendwie Mittelalter aufhängt oder so. ja ich persönlich von Beziehungen töcht Männer an einem gewissen Alter, also so an ihre 40er, 50er, an junge Frauen, also so 20 bis mit 30, gebe ich mal so, immer relativ kritisch, gerade wenn es Beziehungen sind, die dann an ein Beständnis, an Haus, an Kinder anden, also so einer Familiengründung anden. Gerade weil die Männer hatten hier 30er an hier 20er 40er können am Anfang finanziell unabhängig genießen oft an konnten reisen an Erfahrungen sammeln und dann an einem gewissen Alter was sie dann aber noch Kinder wollen dann sichern sie sich ein junge Frau an die hat dann einfach auch was sie dann mit 30 dann Kinder kriegt so und hat dann ein Age Gap von 15 bis 20 Jahren so hat dann nicht die Möglichkeit für die Erfahrungen noch zu machen und für die Erfahrungen nur zu holen und sie hat nicht das Privileg wie hier 30er und 40er konnten schon nicht so sorgefrei zu verbringen, weil in dieser Welt ist nie sorgefrei, mir aber ohne die krasse Responsabilität für eine Familie dort zu sein, zu verbringen. Und ich fand da, dass du eine Diskrepanz und Erfahrung, die einfach nie watt gemacht kann gehen. Also das kann sich die Frau werden aber hier 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, aber immer als Ältere verbringen und eine gewisse Responsabilität für Kinder und eventuell später Enkelkinder haben, während Männer, die Luxus hatten, für einen größten Teil von ihrem Leben ohne die Responsabilitäten zu verbringen. Und natürlich ist das für einen sehr gut recht, für das so zu leben und für das so zu machen. Und gleichzeitig habe ich aber immer ein bisschen Bauchweh dabei. Also einerseits können die natürlich so, die Frauen haben sich dann auch dafür dezidiert, für die Kinder zu kriegen, hoffentlich. Aber das ist natürlich, mein Gott, das wird Lin, was so wie viel Wesen über sich selber an einem gewissen Alter, aber wie gut kann ihn das dann mit dezidieren oder wie viel hat die Erfahrung für schon die Decision zu treffen, für zu sagen, ich will das lo an meinem Leben machen und nicht recht dafür für, wenn ich schon denke, ja, Weltgesinnung dazwischen oder so. Ja. Also das ist schon ein spannender Punkt. Ja, gerade auch an unserer Gesellschaft, an der Kinder kriegen für Menschleute einfach so selbstverständlich ist, dass sie es nie hinterfragen. Also dass kein Kinder zu kriegen, gerade für viele Frauen, keine Option ist, einfach weil es so weit außerhalb von dem ist, was an ihrer Wahrnehmung möglich ist. Und ich persönlich, also ich fand ein Regret, also etwas zu bereuen, ein immens unschönes Gefühl. Und ich schon oft Angst, dass ich etwas bereue. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich vielleicht 30 ist und auch an dem Dingen dran ist von okay, ich will Kinder kriegen, gehöre zu meinem Leben und dass ich das dann eventuell Angst daraus bereut, dass ich nicht gewacht wird oder nicht nach Welt gesehen wird und nicht eine andere Sache gemacht wird. So, ich persönlich, das mischt mir Bauchweh so und nicht das mir aber bis sie leid für die Frauen, auch für sie natürlich an dem Zeitpunkt, wo sie die Decision geholt haben, mündig Frauen waren, die
eng awussen Decision geholt hun aber der se muss liewen mir vielleicht hun auch zu viel Regretting Motherhood gelesen wat ganz gut Buch ist. Also dat hat mal geschwar hun nämlich von ältere Männer die sich mal junge Frauen zu summen dienen an wo die Frauen dann henno fleischcht wahrscheinlich oder auch nicht regrets hun was chance hast du als dat an queeren Beziehungen wo jo fleisch nicht unbedingt so im Kanner geht oder wo dat vielleicht nicht so zentral aus an der gesellschaftlicher Wahrnehmung auf der Wahrnehmung von den Leuten dat so den Nu plus Ultra von der Beziehung miss sinn als dat du ernstcht. Es schön gefehl dass grad weil queer Relationen einfach méi unkonventionell sind einfach durch die Felder sind queer Mönsche sind an gesellschaftlich aber noch nicht so normalisiert sind wie heterosexuelle Beziehungen oder nicht queer Beziehungen das Altersunterscheder du May sind also auch historisch geguckt es waren Altersunterscheder auch queere Beziehungen immens hefisch einfach weil die Altersunterscheder für die Valieren teilweise notwendig waren gerade zu den Zeitpunkten wo queer Menschen nach immens verfolgt goen an Europa an Nordamerika waren Beziehungen mit Altersunterscheder einfach eure Sicherheitsgarant an dat Leute hu sich viel nun bekümmert an es noch gefehl dass so wann du queer bist du sowieso schon unkonventionell an Leute gucke sowieso schon dem was op dich ruf dann aus mischen dann fang auch nicht einen großen Unterschied ob sie dich dann auch noch wenn sie deinem Altersunterschied ein bisschen komisch begucken weil du bist sowieso schon komisch beguckt von viele Leute da dass du Menge Auffassung von Altersunterschiede einfach also von Altersunterschiede und queere Beziehungen dadurch dass man sowieso schon von der Gesellschaft auch noch als ahnigt ganz vielsichtig ausgedrückt beguckt gehen wo man da vielleicht auch mehr de Courage für noch mehr unkonventionelle Beziehungen anzugehen an sind mehr open für die Sachen auch weil queere Beziehungen nicht so selbstverständlich ist dass alles ob Kanner Haus Guard und Hund rauslebt wie du an heterosexuelle Beziehungen ich meine ich kind da grundsätzlich recht also ich denke dass die Gefahren Männer groß sind ich denke aber dass sie trotzdem do sind und den trotzdem muss oppassen und muss über Alter schwätzen me ich auch gefehl dass queere Relationen vielleicht mehr einfach geht weil halt wenn man doch schon Punkt gesagt tun ganz viel von denen klassischen Beziehungs Milestones Hauskant Gerd Bamfedrun Hund dat die vielleicht nicht so viel kommen ja ich muss so und so auch bei mir schon allming Beziehungen sowieso mir auch allming Beziehungen mit Age gab's waren immer queer also ich keine Beziehung mit heterosexuellen Cis-Männer mir all die Leute mit denen ich Age gab's hun die sind queer und das mischt hier einen großen Unterschied einfach weil sie zumindest eine Menge Wahrnehmung wisse queer Leute war der Tisch für nicht alle so beim Silber Löffelchen serviert zu kriegen und hun oft nicht immer mir oft oder tendenziell mehr eine Awareness für so was Murcht an Responsabilitäten und so geht und ich gif keinen heterosexuellen Cis-Mann mit einem größten Altersunterschied daten so das wäre mir ich hatte zu vielen ungut Gefühl dabei und das gibt wahrscheinlich aber zu viel Klaschen und ich meine was bei Queerness auch aber so was du mal drauf spielt als das nicht all Mensch findet aus seinen Teens oder early 20er raus dass sie queer ist und es sind noch immer genug Leute die recht 21 Anfang 30 die seit sich entdecken und denen dann ob einmal die Welt abgeht von Queerness und die dann zumindest eine Menge Erfahrung sich unsicher dummert vielen für Queers an ihrem Alter zu daten einfach weil die Leute schon viel mehr Erfahrung haben und die dann auch tendenziell mit mir junge Leute an Beziehungen sind einfach für den Ausstieg an die Welt mir einfach zu machen und du geht es dann explizit um Unerfahrenheit die verbindet einfach weil wenn ihr recht mit 30 rausfindet was dass er queer ist und noch nie queere Sex hat ich kann mir gut vorstellen dass das auch immens scary ist vielleicht sogar noch mehr scary wie wenn ihn
ein Teenager ist oder wann den Anfang 20 ist und wenn dann 2 unerfahrene Personen ab es man den Anfang weil sie beide unerfahren sind, dann aus do ein Age Gap meiner Meinung nur sogar ziemlich oder kann gut sehen, einfach weil den Dinge von Erfahrenheit zumindest zu sexuell, aber Queerness angeht, nicht so durch. Mir so eine angefallen, dass, wenn du siehst, mit dem Altersunterschied, dass das ja immer ein bisschen davon abhängt, wie alle ihn selber aus oder wie all die 2 Leute sind, die an einer Beziehung da sind. Weil als in Teenie-Jahren, da kann ein Jahr mega viel sein, an 5 Jahren kann absolut Illegalität beziehungsweise halt einfach mega all sein. An wann ihr bis als in 20 oder 30 aus, da sie 5 Jahre vielleicht schon nicht mehr so viel, an wann den nach mir alles so 40, 50, dann fallen die 5 Jahre vielleicht schon gar nicht mehr so ab. Das heißt, das sind auch Sachen, die sich ein bisschen ändern können, wie nie es dann aufhängt, gefährlich zu gehen, sozusagen. Ja, ich meine, das ganz total doch immer ein bisschen nochmal zu sehen, was Intention hinter der Beziehung ist. Halt so ein altes Unterschied von so meine Person ist 18 und die andere Person ist 28, bringt halt immer schon so etwas mit sich von du bist einfach viel mehr alt wie die andere Person, du hast viel mehr Erfahrungen, du bist in einem Lebensausschnitt, wo du wahrscheinlich schon schaffst und du bist fertig mit der Schule und du hast dich vielleicht schon ein bisschen Fund, hoffentlich mit 21. Und die Person, die 18 ist, die lehrt, weil du sich gerade recht kennen, ist frisch fertig mit dem Lycée und weiß noch nicht so recht, wie wo wart. Und das ist halt eine Dynamik, die schnell kann ausgenutzt gehen. Und so mal so, es gibt sicher Leute, die extra so Beziehungen angehen, für so etwas auszunutzen. Und mit 50, 60, also halt, die Personen sind trotzdem ungefähr im gleichen Lebensabschnitt, den Altersunterschied ist einfach nicht mehr so wichtig, so prägnant. Und fällt höchstwahrscheinlich am Alter überhaupt nicht mehr ab. Ja, da ging ich da rasch. Und ich meinte doch ganz viel damit zu dienen, so wie wir als Menschen am Laufen aus dem Leben Zeit holen. Weil, keine Ahnung, mit 15, oder mit 20, sie 5 Jahre sollte sie noch steht. Das ein Viertel von dem schon geliebten Leben am Anfang, was die andere Person mehr hat. Und mit 50 ist das just noch ein Zehntel. So. Und mir als Menschen so, wenn ich so mehr Almer gehen, desto mehr sehr geht es halt auch. So wie man so holen, geht es halt auch 4 Runden. Und zumindest an meinem Kopf macht das ziemlich viel Sinn, dass das auch da einfach einen größeren Unterschied macht. So wie viel Lebenszeit den Altersunterschied prozentual ist. Also du haben wir viel geschwart und wir haben keine einfach Formel abgestellt, mit der ich ganz einfach etwas ausrechnen kann. Und wir haben noch die Notion für seine Freundinnen zu verlosen, sobald sie 25 sind. Der haben wir echt einen auf so erdeelt. Das heißt, es bleiben nur noch nicht mehr so viele Sachen, die man ganz einfach merken kann, für den richtigen Age Gap rauszufinden. Mir herausfinden, das Ganze ist ein bisschen mehr kompliziert. Wir haben vielleicht trotzdem ein paar Tipps, die man den Leuten können mal auf den Weg gehen, so ein Take-Home-Message. Also von meiner Seite, als die Person, die immer die junge Person aus einem Age Gaps, vertraut aber das Bauchgefühl, was sich etwas nicht richtig auffällt, lauscht dem nur, er läuft. Schon in Kommunikation muss ehrlich und wichtig sein, muss ihn ehrlich auch mit sich selber sein, mit dem, was er am Anfang will und wo ihn drin ist. Und los sich nicht unter Druck setzen. Von irgendeinem. Das wäre so meine 3 Cent dazu. Aber wenn ihr die eher Person seht, dann initiiert Gespräche darüber, mit euch Gedanken, was ihr könnt ändern, was ihr könnt machen, dass die Person sich wohlfühlt und wie ihr könnt die Muschdynamik mäßig brischen, beziehungsweise sie so gestalten, dass sie nicht engem schuden. Genau. Ich fand, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bleibt es nach erst die Saison, an nicht Saison, dass lo eng Rubrik könnt von Kelly. Adi. Ciao. Ciao!
How to. Eg Uweisung fir de Gebrauch. How to Mutual Masturbation. Gemeinsam Selbstbefriedigung, op Englisch Mutual Masturbation, ass wann en ze Summe Sex huet, me jidereen nëmmen sech selber opegt. An der andere Person kann dabei nur gucken, wie sie dat auch mischt. Für wat gemeinsam masturbieren. Et kann schön sein, der andere Person nur zu gucken, wie sie sich selber befriedigt. Und so auch von ihnen zu lernen, wer Berührungen gern hat. Außerdem kann es untörnend sein, sich beobachtet zu fühlen oder die andere Person zu beobachten. Gemeinsam Selbstbefriedigung kann auch viel Intimität auf Vertrauen mit sich bringen. Sich auf das Aderweis für eine andere Person sozusagen plakisch zu machen, kann vulnerabel an immens schöner verbunden sein. Für Koppeln, die schon mehr lang Sex haben, kann es eine neue Aderweis für Sex sein, die den sexuellen Repertoire erweitert. Aber auch für Personen, die noch nicht oder nicht viel mit Sex hatten, kann es eine wunderbare Aderweis sein, sich besser kennenzulernen. Und auch eventuell so guten Druck rausholen und der andere Person performen zu müssen. Und zu guter Letzt ist das doch eine ziemlich sichere Sexualpraktik, auch was Ausstechungen zum Beispiel mit sexuell übertragbaren Infektionen angeht, weil sich keine Körperflüssigkeiten begegnen. Auch das kann in bestimmten Situationen ein wichtiger Faktor sein. Wie geht gemeinsam Selbstbefriedigung? Wie an allen sexuellen Interaktionen muss ich natürlich für dich kommunizieren. Et kann sagen, dass ich gern enkel gegen gemeinsam Masturbation ausprobieren. Et kann ihn darüber schwatzen, mit was den sich wohlfühlt und mit was nicht. Oder wo ihn sich nicht sicher ist. Frohe können hei sein. Wie viel Kleider sollen wir un- oder ausziehen? Wie findest du Dirty Talk während dems? Was sind Grenzen? Und womit fühlen wir uns beid am wohlsten? Sobald das Gefühl hat, auf einen gemeinsamen Nenner zu sein, kann es losgehen. Erstens, guck dir schon an, bevor es losgeht. Zweitens, berührt und hemelt ihre Körper auf seinen empfindlichen Plätzen. Drittens, los dir Zeit, bis das da bei ihren intimen Organen ankommt. Sprang nicht direkt dahin. Viertens, macht, was sich für euch natürlich anfühlt. Sowohl was Berührungen, mehr auch was Seufzen oder Stöhnen angeht. Fünftens, ihr könnt auch mal Positionen wechseln. Auch für die andere Person unterschiedliche Perspektiven auf euch zu gehen. Sechstens, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Sextoy benutzen. Siebentens, wenn eine Person oder sogar beide zu einem Orgasmus kommt, ist das natürlich schön. Aber wenn nicht, ist das genauso gut. Neuntens, macht so lange weiter, bis ihre Körper sich befriedigt fühlt oder einfach bereit für abzuhalten. Fangt am besten bei der ersten Kehr klein an. Und wenn es eine Erfahrung war, der ihr spät gefallen hat, kann ihn immer mehr kreativ gehen. Und wenn da drauf kommt, dass gemeinsam Selbstbefriedigung nicht so ernst ist das auch total okay. Da könnt ihr überlegen, was für andere Sachen ihr gerne Spaß machen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr fand Mayvey Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mayvey Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.